Dagsroutine of Hunsrickisch. Rotina diária em Hunsrickiano. Vamos ver nessa lição um vocabulário de palavras e expressões comumente usadas na rotina diária e frases descrevendo eventos da rotina. Já vai deixando seu like antes de começarmos. Die Routine. A rotina. Die Routine. Die Routine. As rotinas. Die Routine. Der Wecker. O despertador. Der Wecker. Der Wecker schellt 6 Uhr. O despertador toca às 6 horas. Der Wecker schellt 6 Uhr. Aufwachen. Acordar ou despertar. Aufwachen. Também podemos dizer wach werden. Wach werden. Ich bin aufgewacht, ob der Wecker geschellt hat. Acordei antes de o despertador tocar. Ich bin aufgewacht, ob der Wecker geschellt hat. Aufstehen. Levantar-se. Aufstehen. Ich stehe 6:30 auf. Eu me levanto às 6:30. Ich stehe 6:30 auf. Sich baden. Banhar-se, tomar banho. Sich baden. Caso o banho seja de chuveiro, também podemos dizer Dusche. Dusche. Nom Aufstehen kann ich gleich mich baden. Após levantar, vou logo tomar banho. Nom Aufstehen kann ich gleich mich baden. Ou Nom Aufstehen kann ich gleich duschen. Nom Aufstehen kann ich gleich duschen. Sich anziehen. Vestir-se. Sich anziehen. Demnach ziehe ich mich an. Depois eu me visto. Demnach ziehe ich mich an. Der Kaffee. O café. Der Kaffee. Pode se referir tanto à bebida propriamente dita quanto à refeição, ao café da manhã. Ich trinke Kaffee 7 Uhr. Tomo café às 7 horas. Ich trinke Kaffee 7 Uhr. Die Zahnpasta. Escovar os dentes. Die Zahnpasta. Nom Kaffee peste ich die Zähne. Após o café, escova os dentes. Nom Kaffee peste ich die Zähne. Schaffen gehen. Ir trabalhar. Schaffen gehen. Também podemos dizer zu der Arbeit gehen. Zu der Arbeit gehen. Use gehen se você estiver indo a pé. Se for usando um veículo, diga schaffe fahren. Schaffe fahren. Ou zu der Arbeit fahren. Zu der Arbeit fahren. 7:15 fahre ich mit dem Ônibus zu der Arbeit. Às 7:45 vou de ônibus para o trabalho. 7:45 fahre ich mit dem Ônibus zu der Arbeit. 8 Uhr fange ich an zu schaffen. Às 8 horas começo a trabalhar. 8 Uhr fange ich an zu schaffen. Ich schaffe von 8 bis 12 und von 13 bis 15. Trabalho das 8 às 12 e das 13 às 17. Ich schaffe von 8 bis 12 und von 13 bis 15. Das Frühstück. O lanche, a merenda. Das Frühstück. Als Frühstück esse ich ein Banan oder ein Apple. De lanche eu como uma banana ou uma maçã. Als Frühstück esse ich ein Banan oder ein Apple. Die Mittagsstunde. O horário de almoço. Die Mittagsstunde. Ou die Mittagspause. A pausa para o almoço. Die Mittagspause. Meine Mittagspause ist nur 1 Stunde lang. Minha pausa para o almoço é de apenas 1 hora. Meine Mittagspause ist nur 1 Stunde lang. Mittagessen. Almoçar. Mittagessen. Também podemos dizer
Zu Mittagessen. Zu Mittagessen. Ou Mittagessen. Mittagessen. Wir essen zu Mittag in einem Restaurant. Almoçamos no restaurante. Wir essen zu Mittag in einem Restaurant. 13 Uhr fange ich nochmal an zu arbeiten. Às 13 horas começo a trabalhar de novo. 13 Uhr fange ich nochmal an zu arbeiten. 15 Uhr fahre ich heim. Às 17 horas vou para casa. 15 Uhr fahre ich heim. Dann gehe ich mit dem Hund spazieren. Então vou passear com o cachorro. Dann gehe ich mit dem Hund spazieren. Abendessen. Jantar. Abendessen. Também podemos dizer zu Abendessen. Zu Abendessen. Ou Abendessen. Abendessen. Später esse ich Abend und gucke Netflix. Mais tarde eu janto e assisto Netflix. Später esse ich Abend und gucke Netflix. Ins Bett gehen. Ir pra cama. Ins Bett gehen. 23 Uhr gehe ich ins Bett. Às 23 horas vou pra cama. 23 Uhr gehe ich ins Bett. Inschlafen. Adormecer. Inschlafen. Es dauert noch lang, bis ich inschlafe. Ainda demora até eu adormecer. Es dauert noch lang, bis ich inschlafe. Morgen fängt alles nochmal an. Viel Arbeit und wenig Geld. Amanhã começa tudo de novo. Muito trabalho e pouco dinheiro. Morgen fängt alles nochmal an. Viel Arbeit und wenig Geld. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ser informado de conteúdo novo. E se você quer impulsionar o seu aprendizado de uns Reikiano e ainda ajudar o canal a se manter, considere se tornar um apoiador pela campanha do Catarse. Você pode ter direito a conteúdo exclusivo e participação num grupo de WhatsApp comigo e outros falantes e estudantes. Outra forma de contribuir para a continuidade do canal é por doações espontâneas de qualquer valor via Pix ou PayPal. Qualquer valor que você puder doar já é bastante importante. Se você não tem como contribuir financeiramente, você ainda pode ajudar a impulsionar o canal de graça compartilhando esse vídeo com seus amigos. E me segue também lá no Instagram, onde eventualmente posto conteúdo adicional. Dankeschön und bis bald!